Yes, danke vielmals, Julia, für deine Worte. Mega mit Tiefgang. Jesus Christus, auferstanden. Und jetzt? Was machen wir mit dem ganzen Thema? Vielleicht hast du dich die Frage auch schon gestellt. Jesus Christus auferstanden. Und jetzt? Was soll das eigentlich? Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sagen, das ist einfach so symbolisch zu verstehen. Jesus ist ja nicht wirklich auferstanden, aber so im Herzen, in Gedanken der Christen lebt er weiter. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sagen, hey, stopp, es gibt ja ganz viele, die sagen, das ist Betrug. Die haben den Jesus aus dem Grab rausgeklaut und sind dann abgehauen und haben gesagt, hey, der ist im Fall auferstanden. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, ja, yeah, das ist jetzt eine alte Geschichte. Schöne Legende, Mythos, das Märchen. Schön zum Erzählen, aber das hat nicht wirklich mehr zu bedeuten. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die sagen, irgendwie glaube ich, dass Wunder möglich sind. Dass Übernatürliches kann passieren. Und dass Jesus auferstanden ist, mal, ich glaube, dass das wirklich passiert ist. Und wenn wir jetzt dort noch einen Schritt weitergehen, Jesus wirklich auferstanden, was würde das bedeuten? Dann kannst du jetzt sagen, okay, hey, wir sind da im Embracher Tal, irgendwo in der Schweiz. Wir sind doch tausende Kilometer weit weg, wo das damals stattgefunden hat, irgendwo in Jerusalem im Nahen Osten. Und come on, wir leben im 21. Jahrhundert. Das ist ja schon mega, mega lang her. Kann das überhaupt heutzutage für uns mehr bedeuten, als irgendein Flügelschlag von einem Schmetterling am anderen Ende der Welt, wo doch jetzt ja nichts auslösen kann? Wir wollen diesen Fragen ein bisschen auf die Spur gehen. Und wir wollen mal miteinander in die Bibel hineinschauen. Wie haben das die Leute erlebt, die dort waren? Was schreiben sie darüber? Was könnte das bedeuten? Und was machen wir mit dem Ganzen? Was könnte das für uns heute tatsächlich für eine Auswirkung haben? Und dazu, wenn wir in den Bibeltext hineingehen, im Johannesevangelium, die Johannes, ein Jünger von Jesus, wo das hautnah miterlebt hat und das nachher da aufgeschrieben hat. Er schreibt über das spezielle Ereignis, wo Ostern ja dafür steht. Am ersten Tag der Woche kommt Maria aus Magdala früh morgens noch in der Dunkelheit zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen ist. Also kurz, in was für einer Situation sind wir da rein? Es ist ein früher Morgen, es ist noch dunkel, es sind spezielle Ereignisse, das Ganze hat in Jerusalem stattgefunden und es wird da von den Jüngern, aus Perspektive der Jünger erzählt. Also die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die ihn kennengelernt haben, die Leute, die ihn lieben gelernt haben, die in Verbindung mit ihm hineingekommen sind, die ihm vertraut haben, ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben. Und jetzt, aus unserer Perspektive zurückgerechnet, am Freitag wird der Jesus brutal hingerichtet und stirbt am Kreuz. Die Jünger haben da miterlebt, wie es der Leichnam abgenommen worden ist, noch bevor die Sonne untergegangen ist, am Freitagabend. Sie haben ihn in ein Felsengrab hineingelegt, einen grossen, schweren Stein vorne angerollt und es ist von Soldaten bewacht worden. Dann ist der Samstag gekommen, der Sabbat. In Jerusalem war wahrscheinlich eine Aufruhr gewesen, nicht nur wegen dem. Kreuzigungen haben damals fast zu der Tagesordnung gehört, sondern auch das Passafest ist gefeiert worden. Riesige Pilgerscharen sind da in Jerusalem gewesen. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger, wie die verwirrt sind. Was läuft da? Eigentlich ist Party los, aber unser Herr und Meister ist tot im Grab. Und dann früh am Morgen, die Maria von Magdala, eine, die das alles hautnah miterlebt hat, wird der Jesus einbalsamieren gehen und geht noch im Dunkeln zu dem Grab hin und kommt dort hin und der Stein ist weggerollt. Ich kann mir vorstellen, so ihre normale Reaktion, jeder Mensch ist da verwirrt, oder? Oh, was soll jetzt das? Was ist passiert? Hä? Man kommt nicht raus. Wie soll man das Ganze einordnen? Und genau so ist es auch der Maria von Magdala gegangen. Also das ist die Situation. Und ich lese da ein Stück weiter, wie es geschildert wird. Da eilte sie fort und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, was sie ihn hingelegt haben. Sie muss ja ganz aufgeregt sein, verwirrt, geht Hilfe holen. Da brachen Petrus und der andere Jünger auf und gingen zum Grab. Der andere Jünger, das musste Johannes sein. Die beiden liefen miteinander.
Doch der andere Jünger lief voraus, war schneller als Petrus und kam als erster zum Grab. Die sind losgespeedet, so schnell sie können, schon am frühen Morgen. Ich weiß nicht, wie aktiv das ihr am frühen Morgen sind, aber die haben gefunden, jetzt müssen wir schauen, was da läuft. Und als er sich vorbeugt, sieht er die Leinenbinden da liegen. Spezielles Detail, das da erwähnt wird. Er ging aber nicht hinein. Nun kommt auch Simon Petrus, der ihm folgt, und er ging ins Grab hinein. Es war noch mutiger da, am Morgengrauen ins Grab hineingehen. Irgendwie, aber sie schauen, was es da mit dem auf sich hat. Und ich finde es noch spannend, wenn wir jetzt das lesen. Es wirkt so wie eine ganz normale Reaktion von Menschen, die hingehen, schauen, was ist dort los, und sie können es nicht einordnen. Sie kommen nicht raus, was passiert. Sie sind verwirrt, die rennen zurück und Hilfe holen, und dann kommen die anderen auch noch zu rennen und gehen rein ins Grab und wieder raus und fragen sich, was läuft da alles. Und dann lesen wir weiter. Er sieht die Leinenbinden da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt gelegen hatte. Es lag nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengerollt an einem Ort für sich. Darauf ging nun auch der andere Jünger, der als erster zum Grab gekommen war, hinein, und er sah, und darum glaubte er. Absolut spannend. Also die sind da in das Grab hineingegangen, haben das Ganze beobachtet, und es heißt da von dem zweiten Jünger, wo allem Anschein nach der Johannes muss gewesen sein, dass er das gesehen hat und dass er geglaubt hat. Also er hat Details studiert, die dort vorgelegen sind. Das sind die Leinentücher zusammengelegt. Und dann das Schweißtuch zusammengerollt an einem anderen Ort. Das ist noch interessant, er geht in das Grab rein und das fällt ihm auf. So kleine Details fallen ihm auf. Und offensichtlich hat der Johannes das angeschaut, er hat studiert, hat es betrachtet, hat gedacht, was bedeutet das? Es hat ausgesehen wahrscheinlich als, ich stelle mir es ein bisschen vor, du stehst am Morgen auf und leist dein Pyjama an beim Bett und gehst in den Tag raus. Und für den Johannes muss das ausgesehen haben, da ist einer aufgestanden, hat seine Sachen angelegt, fein säuberlich, jedes an seinem Plätzchen, und ist in den Tag rausgegangen. Also wahrscheinlich hat Johannes geahnt, okay, da muss einer auferstanden sein. Der Jesus muss aufgestanden sein und in den Tag rausgegangen sein. Und dann heißt es, und darum, weil er das gesehen hat, glaubte er. Ich finde das ganz spannend. Johannes, der ist nicht irgendwie, wirkt da nicht so wie ein Gefühlsmensch, so, ja, mein Bauchgefühl sagt, es könnte noch sein, sondern er hat angeschaut, hat es analysiert, hat gedacht, was könnte das bedeuten, und dann hat er den Schluss gezogen und hat gesagt, okay, dann tue ich es glauben. Also er hat mit seinem Kopf hat er über das Ganze nachgedacht. Und ich glaube, das ist mega wichtig, wenn wir heute über die Auferstehung nachdenken, dass wir auch anschauen. Und dass das, was da ist, dass wir darüber nachdenken, dass wir es betrachtet, und wenn wir dann sagen, hey, da könnte es sein, dass ein Wunder passiert ist, dann muss der Glaube ins Spiel kommen. Weil wenn etwas Übernatürliches, wenn ein Wunder passiert, dann hat das viel mit Glauben zu tun. Wenn wir sagen, das ist ja zweifelsfrei, Jesus wäre oder ist wirklich von den Toten auferstanden, dann ist das definitiv nicht etwas, das aufgrund von Naturgesetzen oder von wissenschaftlich beweisbaren Fakten kann stattfinden, sondern da muss zwingend etwas Übernatürliches stattgefunden haben. Und das kann man sich jetzt fragen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sind absolut der Überzeugung, dass es irgendwo irgendetwas Übernatürliches muss geben. Viele können das gar nicht festhalten, aber auch viele Leute, die mit Religion, die mit Glauben, die mit Kirche absolut nichts am Hut haben. Ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht. Die sagen doch, irgendwo muss es da etwas sein. Irgendwo muss es etwas geben. Die haben jetzt so eine Ahnung, dass irgendwie mehr da ist. Etwas, was man wissenschaftlich nicht beweisen kann. Etwas, was man nicht mit Fakten belegen kann, sondern wo man aber spürt, irgendwie ist da noch mehr rum. Und ich bin persönlich überzeugt, wenn jeder Mensch mal fein anlässt, egal ob er Atheist ist oder eben gar nicht religiös ist oder eben ein Skeptiker ist oder was auch immer, irgendwo hat man das Gefühl in sich hinein, hey, da muss doch mehr sein, da muss doch noch etwas da sein. Das kann doch nicht alles sein, was man einfach mit den Augen sieht, mit dem Verstand kann ergründen. Ich finde es auch ganz spannend. Als ich vorbereitet habe für das Thema heute, bin ich über ein Interview gestoßen mit dem
Richard Dawkins. Das ist ein populärer Wissenschaftler, ein Evolutionsbiologe, aber er ist auch eigentlich der berühmteste Vertreter, meinte ich, von der neu-atheistischen Bewegung. Also der tritt wirklich sehr missionarisch dafür ein und erklärt allen Leuten, es gibt da ganz sicher keinen Gott. Und jetzt hat er aber ein Interview gegeben und das habe ich noch sehr spannend gefunden. Er ist dann nämlich 2, 3 Fragen gefragt worden. Das ist in einer der grössten Printpublikationen hier in der Schweiz gekommen. Und er ist gefragt worden, wenn sich nach ihrem Tod herausstellen würde, dass es doch einen Gott gäbe, was er dann würde machen. Und er sagt, da noch interessant, ich habe das Zitat mitgebracht, ich würde die Begegnung wohl nutzen, um ein paar wissenschaftliche Fragen zu klären. Zum Beispiel, wie das Universum denn nun wirklich begonnen hat. Und solche Sachen. Das ist interessant. Für den Richard Dawkins ist offensichtlich klar, dass es gewisse Fragen, gewisse Themen gibt, die man wissenschaftlich nicht kann beantworten, beweisen, dass es gewisse Grenzen gibt von der ganzen Wissenschaft. Und das scheint ihm etwas absolut klar zu sein. Und er ist nachher sogar noch gefragt worden, was dann seiner Meinung nach das beste Argument ist, das er gehört hat überhaupt, dass es eine Art Gottheit könnte geben. Und auf diese Frage hat er dann geantwortet, die besten Argumente für die Existenz einer Art übernatürlichen Kraft gäbe es wohl basierend auf dem erstaunlich eleganten Zusammenspiel physikalischer Phänomene. Spannend, muss ich sagen. Danke vielmals, lieber Herr Dawkins. Er schaut genau an, die Wissenschaft, die übernatürlichen Phänomene, die Phänomene von der physikalischen Wissenschaft und denkt, okay, wenn man das genau anschaut, das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Konstanten zum Beispiel, dass das Leben auf dieser Welt überhaupt möglich ist, das Feintuning, dass das überhaupt realistisch ist, oder Astrophysik, das sind so spannende Themen. Und offensichtlich ist das sogar ein Punkt, wo der Herr Dawkins muss sagen, wenn man das genau anschaut, dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass irgendwo da dahinter ein Gott könnte sein. Wir wollen heute aber nicht über wissenschaftliche Fakten reden, über die Auferstehung. Das wäre zwar auch sehr spannend, weil wenn man das wissenschaftlich unter die Lupe nimmt, dann gibt es sehr vieles, was dafür spricht, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wenn man es medizinisch betrachtet zum Beispiel oder auch juristisch oder religionswissenschaftlich, das ist mega spannend, dort ein bisschen forschen gehen. Aber es ist auch klar, wenn es um etwas Übernatürliches geht, dann ist die Wissenschaft nicht das richtige Instrument, wo man das am Schluss festhalten kann. Es gibt ja alles, jedes Instrument, jedes Werkzeug ist für bestimmte Sachen geschaffen. Und gerade die Wissenschaft, so wie es sogar der Wissenschaftler gesagt hat, wo wir vorher kurz ins Interview hineingeschaut haben, hat gewisse Grenzen. Und ich meinte, die Grenzen ist dort, wo es nachher um Übernatürliches geht. Die Wissenschaft, finde ich, ist etwas mega Spannendes und auch als Pastor, als gläubiger Mensch, ich glaube, als Christen ist Wissenschaft etwas so Interessantes und ich liebe zum Beispiel Biologie und Astrophysik. Astrophysik, wenn man sieht, was da mit den Sternen und dem Universum und so alles entdeckt wird, absolut spannend. Oder auch Biologie, der menschliche Körper, wie er funktioniert. Für mich natürlich ein wunderbares Bild, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Also Wissenschaft, etwas super Cooles. Aber wenn es um übernatürliche Sachen geht, brauche ich ein anderes Instrument. Und der Johannes, er ist da zum Schluss gekommen, es braucht Glauben. Eigentlich ist das etwas völlig Natürliches, dass etwas, ein Instrument für genau etwas dienen kann, dass man etwas messen kann. Also wenn ich einen Thermometer habe zum Beispiel, und dann kann ich den nicht in die Luft aufheben und sagen, ja, okay, die Luftfeuchtigkeit ist genau, irgendwie stimmt es nicht und halte es dann für falsch. Ich müsste natürlich die Temperatur messen, das ist völlig logisch. Oder wenn ich zum Beispiel ein Klavier habe, nehmen wir an, ich hätte ein schönes akustisches Klavier da und ich würde jetzt beweisen, dass da Musik rauskommen kann, dann wäre der Hammer definitiv das falsche Instrument, um das zu suchen. Ich kann natürlich das Klavier verhämmern und die Einzelteile zerlegen und alles auseinandernehmen und schauen, wo ist jetzt da die Musik, wo ist jetzt da die Musik? Wir müssten einen richtig guten Pianist haben, so einen, wie wir da haben, der ansitzt und so wunderbare Klänge in den Raum hineinzaubert. Und dann ist es bewiesen. Und ich meine, das richtige Instrument, um etwas Übernatürliches zu beurteilen, ist dann der Glaube. Und ich wirklich dann zu einer Antwort kommen kann. Wo wir gesehen haben beim Johannes, wie er sagt, hey, ich habe das angeschaut, ich habe es analysiert. Und was in mir ausgelöst hat, ist ein Glaube. Ein Glaube, dass ich mich da voll drauf kann verlassen, dass das verhebt, dass ich da reingehen kann.
Und das ist etwas, das hat der Johannes prägt in seinem ganzen Leben. Er hat später dann auch einen Brief geschrieben. Wir wollen mal hineinschauen, was er da für einen Brief geschrieben hat, weil genau das Thema greift er da auch wieder auf. Im ersten Johannesbrief ist noch spannend, der Brief, den er da schreibt, ist nicht so wie damals üblich. Hat man im Brief angefangen, so ja, ich sowieso schreibe dem und Grüße und alles Mögliche. Aber der Johannes fängt anders im Brief an. Er startet gerade direkt mit dem absolut zentralen, wichtigen Thema, das ihm so auf dem Herzen gelegen ist. Und er prescht da quasi gerade voll rein. Er schreibt einen Brief an gewisse Christen und es ist interessant, offensichtlich sind das zum Teil auch Christen gewesen, die gesagt haben, hey Jesus, das ist doch mehr ein Mythos. Ich glaube nicht, dass Jesus der Sohn von Gott ist, dass er auferstanden ist. Das ist mehr Legende. Und dann schreibt jetzt Johannes folgenden Brief. Ich lese da mal gerade den ersten Vers, wo er gerade ins Haus hineinkommt mit dem Thema. Er schreibt da, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was wir mit unseren Händen berührt haben, das Wort des Lebens. Also der fängt da an, der Johannes, und sagt, es gibt etwas, was schon von Anfang an da war. Und es wird klar, wenn wir über das nachdenken, dann sehen wir, dass der Johannes da von Jesus Christus redet. Er sagt, hey, der war schon von Anfang an gewesen, aber trotzdem ist es uns möglich gewesen, dass wir ihn haben können anschauen, dass wir ihn gehört haben, dass wir ihn betrachtet haben. Das bedeutet auch, dass wir es genau angeschaut haben, dass wir ihn unter die Lupe genommen haben, dass wir ihn haben können beobachten und schauen, wie spielt sich das ab, was läuft da. Und er sagt sogar, dass sie ihn haben können berühren mit ihren Händen. Also der Johannes sagt, das, was am Anfang, schon von Anfang an war, irgendwie haben wir es trotzdem mit unseren irdischen Sinnen können wahrnehmen. Also er kommt zu diesen Leuten und sagt, nicht nur ich, sondern auch andere zusammen, wir miteinander haben ihn gesehen. Und zwar das Wort des Lebens. Interessant, er vergleicht Jesus da mit dem Wort des Lebens. Und wenn die Bibel ja davon redet, dass Gott ein Wort hat, dass Gott spricht, dann bedeutet das immer, dass etwas passiert, dass etwas in Tat umgesetzt wird, dass etwas entsteht, dass es Schöpfung ist. Wenn Gott spricht, dann wird es. Offensichtlich, bei Jesus wird Leben, entsteht Leben auf eine spezielle Art und Weise. Wir wollen da gerade noch einen Vers weiterlesen, wie er da weitergeht. Der kommt ja fast nicht zum Schnaufen zwischendurch, der ist also voll drin in dem Thema. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Also wieder, das Leben, Jesus, er war beim Vater weit weg, aber es ist uns erschienen. Es ist bei uns auf diese Welt gekommen. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es gespürt. Wir haben es mit unseren Ohren gehört. Das ist die Grundlage eigentlich, wo der Johannes da sagt. Wir sind Augenzeuge. Und wir haben das da alles festgehalten. Und genau das, geben wir euch weiter. Und ich finde es noch interessant, wie der Johannes da sagt, er ist nicht nur Leben, sondern er ist ewiges Leben. Ich kann mir richtig vorstellen, der Johannes da, wie er die Story im Blick hat, wie er zum Grab gerannt ist am frühen Morgen, wie er dort war, wie er reingegangen ist, in das dunkle Loch. Und dann hat er geschaut, die Leinentücher und so. Und plötzlich hat er verstanden und hat geglaubt, Jesus ist auferstanden. Ich kann mir gut vorstellen, dass er im Blick hat, Jesus, ewiges Leben. Ja, Jesus kann nicht einmal vom Tod aufgehalten werden, sondern er ist auferstanden. Er lebt in Ewigkeit. Aber der Johannes meint auch noch etwas Zweites mit ewig Leben. Und zwar auch im Blick auf uns Menschen. Das wird uns klar, wenn wir das Johannesevangelium und die Briefe von ihm lesen, da redet er immer wieder davon, dass auch wir Menschen können ein ewiges Leben haben, wo Jesus möchte schenken. Und ein Bibelvers, wo das wunderschön zum Ausdruck kommt, steht im Johannesevangelium am Anfang, im Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab. Also wieder, Jesus ist von dort und zu uns in die Welt hineingekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben habe. Also mit anderen Worten,
Da wird gesagt, der Johannes sagt, hey, das ewige Leben ist nicht nur Jesus, der aus dem Grab rausgekommen ist, sondern das betrifft ja die Menschen. Das betrifft ja die Menschen. Weil Gott die Menschen so liebt, hat er den riesigen Abstand, wo ist, seit allem Anfang an, beim Vater, überwunden und ist da auf die Welt gekommen in Jesus Christus. Sichtbar, spürbar, erlebbar, beobachtbar, dass wir auf Herz und Nieren prüfen, was ist da. Für den Johannes ist aber auch klar, und das finde ich noch spannend an dieser Aussage, dass er sagt, damit man nicht verloren geht. Also wahrscheinlich hat Johannes mit der Zeit, wo er mit Jesus unterwegs war, immer klarer gesehen, hey, ich bin ein verlorener Mensch. Das hat für den Johannes nichts anderes bedeutet, als ich bin eigentlich verloren in Bezug auf Gott. Ich kann doch nicht zu Gott kommen. Wahrscheinlich hat er immer mehr angefangen zu verstehen, wie heilig, wie gut, wie gerecht Gott ist. Und hat sich selber beobachtet und gemerkt, wie das schlecht ist, wie böse es da ist. Wie er in seinem Alltag plötzlich Sachen macht, die er gar nicht für gut hält. Und er merkt, hey, mit diesen Sachen da kann ich nicht zu Gott kommen. Mit diesen Sachen kann ich Gott nicht begegnen. Da ist die Distanz plötzlich wieder da. Er hat das beobachtet und gemerkt, ich gehöre zu denen, der verloren ist. Der nicht bei Gott ist, sondern trennt von Gott. Aber er ist trotzdem mega, mega hoffnungsvoll. Sondern er sagt, das ist ja nicht das Ziel von Gott, dass die Menschen verloren sind, dass er verloren ist, sondern dass jeder, der an ihn glaubt, der an Jesus glaubt, ewiges Leben hat. Wieder haben wir Glauben, wieder haben wir ewiges Leben. Glauben, ewiges Leben. Und wenn die Bibel da von Glauben redet, dann meint sie nicht einfach etwas für wahr halten, sondern es ist etwas viel Stärkeres damit gemeint. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt auf dieser Welt, die sagen, ja, ich könnte es schon noch für wahr halten, dass irgendwo mal etwas Übernatürliches passiert und einer da von den Toten wieder lebendig wird oder so. Aber die Bibel meint mit Glauben nicht einfach für wahr halten, sondern sich wirklich voll und ganz darauf verlassen. Es wäre zum Beispiel, als würde man da im Embracher Tal beim Warpelweiher stehen und nächste Woche wird es dann einmal kalt, vielleicht ist es dann einmal gefroren, wer weiß, wahrscheinlich nicht ganz. Aber nehmen wir an, es hat so richtiges Eis dort und wir sind mit den Schleifschuhen dort und stehen am Ufer, du und ich miteinander und wir schauen das Eis an und denken, ja, ich glaube, das hebt schon. Du sagst, ja, ich glaube es auch. Dann schauen wir ein bisschen und gehen wieder heim. Das ist nicht das gleiche Glauben, wie wenn wir wirklich dort sind, unsere Schleifschuhe anlegen, vielleicht ein bisschen zögerlich draufgehen aufs Eis und dann fahren und wirklich glauben, dass es hebt und auch entsprechend handelt. Oder wenn es jetzt wieder schöner wird im Frühling, vielleicht wärmer, gehen die einen oder anderen klettern, abseilen. Und dann ist man oben am Berg und schaut das Seil an und denkt, ja, ich glaube, das Seil hebt schon. Und dann tut man aber wieder den Wanderweg runterwandern oder nimmt das Bändli. Das ist ein anderer Glaube, als wenn ich sage, ich glaube, das Seil hebt. Du hängst es bei dir ein und du tust dich wirklich reinlehnen. Du vertraust quasi dem Seil dein Leben an und hängst dich rein. Das ist ein anderer Glaube. Und das ist der Glaube, wo Johannes davor redet. Er sagt, wer glaubt in dieser Art und Weise, dass er voll vertraut, dass er sein Leben darin gibt. Ein Glaube, den auch Johannes hat. Und wenn wir zurückgehen zu dem Vers oder zu dem, was Johannes da den Christen geschrieben hat, hey, im Fall, das habe ich gesehen, ich habe den Jesus gesehen, ich habe ihn angeschaut, ich habe ihn gehört, ich war Augenzeuge gewesen, ich war Verstandeszeuge gewesen, ich habe es beobachtet und ich war Tastzeuge gewesen. Und wenn ich das so betrachtet habe, musste ich sagen, ich habe es nicht nur von außen wahrgenommen und dachte, ja okay, das könnte schon noch verheben, sondern ich habe es geglaubt und dann gemerkt, hey, da ist viel mehr dahinter. Da ist ja viel mehr dahinter. Gerade wenn man davon redet, dass sie auch Tastzeuge waren, kommt mir ein Erlebnis in den Sinn, das auch im Rahmen von dieser Auferstehungsgeschichte steht, die Johannes da geschildert hat. Und zwar, das ist das Erlebnis von Thomas. Da wird uns so eindrücklich so ein Tastzeugen-Moment geschildert. Wir lesen, wie Jesus den Jünger erschienen ist, aber ein Jünger, der Thomas, war nicht dabei gewesen. Später haben sie ihm erzählt, hey Thomas, im Fall, wir haben den Jesus gesehen. Wahrscheinlich sind sie ein bisschen aufgeregt gewesen, immer noch, ist ja logisch. Aber der Thomas hat gesagt, stopp. Er war skeptisch gewesen. Er hat gesagt, das glaube ich nicht. Ich will Beweis. Ich will Beweis. Ich will dem Jesus in seine Wunde mal hineinschauen. Vielleicht hast du auch schon so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, hey, aber Gott, wenn es dich gibt, will ich einen Beweis. Einen Beweis. Und dann steht so ganz spannend, ein kleines Detail, das ist nach 8 Tagen lang gegangen. Und dann ist etwas passiert. Also, das ist, ich glaube, eine lange Zeitdauer gewesen. Vielleicht kommt es dir manchmal auch vor wie eine lange Zeitdauer und du denkst, wieso beweist sich Gott nicht? Aber dann ist Jesus plötzlich dem Thomas erschienen.
Und wir lesen da ein kurzes Abschnitt. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Jesus wird Friede bringen. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr, mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig oder glücklich, oder die kann man wirklich preisen, die haben es gut, die glauben, weil sie nicht sehen, aber trotzdem merken, hey, das ist wahr. Und ich glaube, das ist am Johannes ein mega Anliegen gewesen, dass er sagt, wir haben es gesehen, wir haben es beobachtet, wir haben es gespürt mit unseren eigenen Augen. Und ich weiß, es gibt so viele Menschen in dieser Welt, die das Privileg nicht haben, dass sie live dabei sein können. Darum schreiben wir alles auf. Darum steht es da rein. Ihr müsst nicht an die Auferstehung glauben aus einem Bauchgefühl raus oder so, sondern schaut hin, es prüfen und macht euer Herz auf. Das darf in Glauben entstehen. Das ist das richtige Werkzeug, um so etwas Übernatürliches wahrnehmen. Und dann passiert etwas ganz Spezielles. Dann passiert etwas, was Johannes dann auch schildert in seinem Brief. Wir gehen wieder zurück in den Brief. Er schreibt da, Vers 3, was wir nun gesehen und gehört haben, also schon wieder sagt, das ist ihm offensichtlich ganz wichtig, wir haben es wirklich gesehen und gehört. Das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Die Gemeinschaft mit uns aber ist Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das, was dann passiert in dem Moment, wenn der Glauben anfängt zu wachsen, dann entsteht Gemeinschaft. Dann entsteht eine Glaubensgemeinschaft. Nicht nur zwischen den Menschen, sondern es steht sogar, es entsteht eine Gemeinschaft zu Gott, zum Vater, aber auch zu seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn wir über Gemeinschaft nachdenken, dann ist das so etwas Gewaltiges, weil Jesus auferstanden ist er heute, 2000 Jahre später, da im Embracher Tal, dort, wo man Glaubensgemeinschaft hat miteinander, gegenwärtig, mitten unter uns, wirklich da. Nicht wissenschaftlich beweisbar, aber mit dem Glauben erlebbar, wahrnehmbar. Und es verhebt. Und das ist auf der einen Seite für mich eine mega krasse Botschaft. Hey, Jesus ist wirklich da. Wie wenig sind wir uns manchmal dem bewusst, dass das ja auch etwas absolut Geniales und Einzigartiges ist. Und es ist auch eine wunderbare Verheißung, wenn wir im Glauben zusammenkommen. Dann ist eine starke Gemeinschaft möglich. Nicht, weil wir Menschen mega krass stark wären oder die Gläubigen zum Beispiel oder man weiß auch nicht, wie super Heroes wird, wenn man irgendwie gläubig ist. Im Gegenteil, auch Menschen bleibt man trotzdem. Aber etwas anderes Geniales passiert. Jesus ist mitten drin gegenwärtig. Er ist der die Gemeinschaft von Gläubigen absolut einzigartig macht auf dieser ganzen Welt. Etwas, was es sonst nirgends gibt, etwas völlig Exklusives. Jesus, der Auferstandene, ist heute, jetzt, da, mitten unter uns. Und vielleicht schaust du zu und denkst, ja, Kirche, Gemeinschaft der Gläubigen und so, wenn ich das anschaue, da habe ich schon vieles Schlechtes davon gehört. Ich glaube, wenn man genau anhört, hört man auch sehr viele gute Sachen. Aber das, was Gemeinschaft auszeichnet, das ist nicht, dass Menschen plötzlich perfekt wären, sondern die Gemeinschaft von Gläubigen zeichnet auf, dass Jesus da mit ihnen am Wirken ist. Ich möchte zusammenfassen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, Jesus, der Auferstandene, und jetzt, was macht das? Ich habe zwei Sachen, die ich euch mitgeben will. Das eine ist etwas für die, die das glauben, und das andere ist etwas für die, die sagen, kann ich mit dem Jesus gar nicht am Hut. Für die, die glauben, doch, an dieser Auferstehung hat es etwas Wahres. Ich glaube, Jesus Christus ist auferstanden. Und ein Teil der Glaubensgemeinschaft ist, es ist das Beste und das Wertvollste, wenn wir uns in jedem
Moment, wo wir irgendwie mit anderen Gläubigen zusammen sind, bewusst sind, jetzt ist Jesus da, mitten unter uns. Auf eine spezielle, tiefe Art und Weise. Und ich will das euch mega mitgeben, wenn wir in der Kirche sind, wenn ihr in der Kleingruppe sind, wenn ihr in der Familie sind, wenn ihr mit dem Glaubensgeschwister einen Spaziergang machen. Jedes Mal sich das vergegenwärtigen. Hey, Jesus ist jetzt da. Der allmächtige Gott, der von allem Anfang an war, der beim Vater war, ist jetzt auf übernatürliche Art und Weise da, mitten unter uns. Was für eine geniale Sache. Und das löst im Johannes auch eine mega Freude aus. Er schreibt dann da gerade noch anhängend im 1. Johannesbrief. Und dies alles schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Was für eine Freude, wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus da ist. Vielleicht bist du aber auch da und sagst, hey, ich habe mit dem Jesus nicht viel am Hut, aber ich finde das noch spannend. Vielleicht muss ich nicht mit wissenschaftlichen Fakten das abchecken, sondern es hat mehr mit Glauben zu tun, zum Wahrnehmen, was da Übernatürliches passiert ist. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du sagst, okay, ich will das mal ausprobieren. Ich will mein Herz aufmachen. Und es ist ja interessant, beim Glauben ist es so, dass man plötzlich merkt, dass es trägt und dass es verhebt und dass es wahr ist, wenn man es ausprobiert, wenn man da reingeht. Es ist so, wie wenn du eben am Ufer stehst vom See, der gefroren ist, mit deinen Schleifschuhen und du denkst, okay, ich wage es. Ich gehe drauf. Du machst vielleicht 2, 3 zögerliche Schritte und merkst plötzlich, hey, es trägt. Es ist genug dick, es verhebt. Es funktioniert und fängst an, deine Pirouetten machen oder ein bisschen Hockey spielen oder weiss auch nicht was. Merkst, es verhebt. Und genau gleich ist es beim Glauben. Vielleicht ist der erste Schritt ein bisschen zögerlich. Du denkst, verhebt es. Zweiter Schritt. Und plötzlich merkst du, es dreht. Es ist dick. Du kommst ans andere Ufer und du fängst an zu tanzen und dich freuen. Oder wenn du dich abseilst. Manchmal hat man am Anfang ein bisschen Angst. Vielleicht kennst du den Moment, wo du das erste Mal so ins Seil reinliegen, oder? Dann plötzlich merkst du, oh, es hebt. Dann fängst du an, hinterst in der Felswand runterzulaufen. Und merkst, es dreht dich. Du kannst dein Leben wirklich dort reinlegen und es hebt. Und es ist ja nicht so, dass der Glauben etwas ist, wo man sich blind muss darauf verlassen muss, sondern es gibt Millionen von Christen, die sich in das Seil Jesus reingehängt haben und können bezeugen, es verhebt. Es verhebt sogar im Sturm, es verhebt sogar im grössten Sturm vom Leben, wenn man stirbt am Schluss. Sogar dort dreht einem das Seil, weil Jesus gibt ein ewiges Leben, das über den Tod rausgeht. Ich möchte dich ermutigen, so einen ersten Glaubensschritt zu gehen, das Herz aufzutun und zu sagen, ich probiere es aus. Ich will mal schauen, ob es wirklich verhebt. Ob ich mit dem Glauben den übernatürlichen Jesus kann heute im 21. Jahrhundert wahrnehmen, weil er ist auferstanden. Ich möchte gerne für dich beten. Danke, Vater im Himmel, dass du zu uns Menschen gekommen bist. Dir ist wichtig, dass wir nicht weit weg von dir sind. Aber wir können nicht zu dir kommen, wir können nicht eine Leiter aufstellen und irgendwo in den Himmel aufklettern oder so. Sondern du bist zu uns auf die Welt gekommen, in Jesus Christus. Danke, Jesus, hast du dich gezeigt, hast du uns gezeigt, wie Gott ist, wie der Vater ist. Haben die Augenzeuge dich anlangen, haben sie dich beobachten, hören und sehen. Und danke, dass sie alles zuverlässig und gut aufgeschrieben haben, dass wir heute das lesen können. Und dürfen schauen, wie es abgespielt, dass wir es betrachten können und dass wir unsere Herzen aufmachen dürfen, dass Glauben wachsen darf. Und wir bitten dich, Vater im Himmel, schenk du mit deinem Heiligen Geist, dass unsere Herzenstüren aufgehen und dein Glauben anfangen wachsen in uns hinein an dich. Dass wir dich wahrnehmen dürfen. Und wenn wir sagen, wir brauchen den Beweis, dass wir mit unserem Glauben suchen können und dürfen merken, wie es trägt und wie es verhebt. Und ich möchte dich auch bitten, Vater im Himmel, für alle Glaubensgeschwister, die wir Gemeinschaft haben miteinander, dass wir uns bewusst sein dürfen, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, bist du auf eine spezielle Art und Weise mitten unter uns gegenwärtig. Auch jetzt in diesem Moment. Danke für das wunderbare Geschenk. Amen. Vielleicht bist du da in diesem Moment und hast gedacht, irgendetwas in mir hat gesagt, ich will an dem einen Schritt weitergehen. Ich habe 4 Möglichkeiten vorbereitet für dich, wie du einen Schritt weitergehen kannst. Vielleicht ist auch etwas ganz anderes daran, das sollst du dich selber fragen. Das Erste ist, dass du einen Glaubenscheck machst.
Vielleicht sagst du, ja, die Wissenschaft ist jetzt für mich schon noch sehr wichtig. Du willst mal wirklich das auch wissenschaftlich prüfen. Der Phil hat gesagt am Anfang, da gibt es auch wissenschaftliche Fakten, die sehr für die Verstehung sprechen. Dann möchte ich dir ein Buch empfehlen. Das heißt «Der Fall Jesus». Da ist ein Journalist, der sagt, ich bin sehr kritisch und skeptisch. Und er ist zu den besten Wissenschaftlern von seinem Land gegangen, ist Amerikaner, und hat bei ihnen abgecheckt. So wie es die Bibel beschreibt, macht das Sinn, ist vertrauenswürdig, verhebt es aus wissenschaftlicher Sicht, könnte es überhaupt sein, dass es vertrauenswürdig ist. Er ist zum besten Mediziner gegangen, zu den besten Wissenschaftlern, zu all diesen Themen, zum besten Historiker und hat die Fragen abgecheckt und hat aufgeschrieben in seinem Buch, was er herausgefunden hat. Also er hat wissenschaftlichen Faktencheck gemacht. Wenn du Interesse hast, vielleicht wäre das ein Schritt, mal so einen Faktencheck zu machen, dann kannst du unten im YouTube-Kanal, ist verlinkt, das Buch, wo man sich gerade könnte kaufen oder als Hörbuch oder Video. Und wenn du da bist, kannst du ein Handout mitnehmen, das hinten aufliegt. Da hat es auf der Rückseite auch diese Sachen aufgedruckt mit sogar QR-Code. Vielleicht ist das der nächste Schritt, dass du sagst, ich will mal einen wissenschaftlichen Faktencheck machen. Eine zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, okay, ich will mal schauen, all die Augenzeuge, was sie erlebt, gesehen und gehört haben, was schreiben die dann über die Auferstehung? Ich habe auch unten im YouTube-Kanal oder auf dem Handout 2 so Bibellesepläne, wo man kann für sich in die Bibel eintauchen kann. Einer ist zum Thema «Warum Ostern?». Was steht denn da überhaupt? Warum Ostern? Oder der andere ist zum Thema «Die Story von Ostern», also die ganze Geschichte. Und das Coole an dem ist, vielleicht hast du gar keine Bibel daheim, aber es lange das Handy, ein Computer oder so etwas, wo du kannst auf den Link klicken und dann kannst du den Bibeltext lesen dort, 2, 3 Gedanken dazu, was das könnte bedeuten. Vielleicht sagst du, du willst einen Bibelcheck machen. Eine dritte Möglichkeit, der Gemeinschaftscheck. Vielleicht sagst du, ja, die Gemeinschaft ist Jesus gegenwärtig, ich will das mal miterleben. Dann will ich dich ermutigen, dort wo du wohnst, besuche einen Gottesdienst, geh mal vorbei, wenn du da in der Nähe von Embrach wohnst, komm mal vorbei und besuche einen Gottesdienst. Wir dürfen immer noch 50 Leute sein und ich hoffe, wir dürfen dann bald wieder mehr Leute sein. Nutze die Gelegenheit und reserviert einen Sitzplatz schon für den nächsten Gottesdienst. Und die vierte Möglichkeit, der Gesprächscheck. Vielleicht sagst du, okay, ich will das ewige Leben kennenlernen. Ich will mich in das Seil hineinhängen. Ich will die ersten Schritte wagen auf dem Eis. Ich will an Jesus glauben. Ich will mein Leben ihm anvertrauen. Ich will nicht verloren sein, sondern ich will ewiges Leben haben. Dann möchte ich dich einladen für einen Gesprächscheck. Zum Beispiel unsere Gesprächsbox ist eine gute Möglichkeit, wo man gerade ein Gespräch buchen kann mit jemandem. Man kann sagen, komm, wir sitzen mal eine Stunde zusammen und eine halbe Stunde, je nachdem, und einfach mal über das reden. Du kannst das Thema dann dort mitbringen. Und es wäre wunderschön, wenn es dich anspricht und du sagst, der Glaube interessiert mich, ich will meinen ersten Glaubensschritt machen, wenn du vorbeikommst und wir miteinander ins Gespräch kommen können. Das 4 konkrete Möglichkeiten und ich will dich ermutigen, dass das, was in deinem Herz angesprochen ist, jetzt heute an dem Morgen, dass du das nicht einfach wieder wegtust, sondern dass du einen nächsten Schritt vorwärts gehst.